in der einen Hand die Bibel, in der anderen die Zeitung. Und also das heißt, wir sind verwurzelt im Wort Gottes, das Jahrtausende auf dem Buckel hat und gleichzeitig auch verwurzelt in unserer Zeit, da wo wir jetzt leben. Und diese Brücke zu schlagen, ist für uns die Relevanz. Ja, für mich ist es etwas ungewohnt, aber umso schöner, erstmals jetzt jemand vom ICF Zürich Staff hier in Bern begrüßen zu dürfen. Ich glaube, bisher waren wir immer bei euch im Studio, mit Leo oder Joel oder wer es dann war oder auch mit dir. Und jetzt ist der Michael Sieber hier bei uns in Bern. Herzlich willkommen. Hey, vielen Dank, Flo. Schön, dass ich hier sein darf. Genau. Und der Executive Pastor nennt ihr das bei euch. Das ist deine Rolle, die du hast und schon ziemlich viele Jahre jetzt mitprägst im Leitungsteam. Ja. Sag uns doch zuerst vielleicht kurz, was macht denn der Executive Pastor? Das ist so ein schönes Wort, gell? Das tönt so krass. Also ich bin Teil von Leo Susannas Team in Zürich. Ich leite immer wieder auch neue Bereiche. Oftmals entsteht ja Neues, dann übernehme ich Neues. Aber was über alle Jahre konstant ist, ist eigentlich, ich leite so den pastoralen Bereich. Bedeutet, ich habe die Altersstufen, Pastors, nicht direkt bei mir, sondern den Joel Vögeli leite ich. Ja. Ich habe die Microchurches, die entstanden sind, unsere Locations. Das sind so diejenigen Pastoren, die wir haben in Zürich, dann die Small Group Arbeit, all die Themen, Soziales, pastorale Dienste. So. Das sind so die Themen, die habe ich über alle Jahre eigentlich immer mitgeprägt, das College. Und aktuell ist da noch das Marketing dazugekommen, ist da ein Bereich, wo man neu orientieren muss. Genau. Also alles, was anfällt. Und, wo es schon so das Herzstück für vieles, das entscheidend ist in der Kirche schlussendlich. Und eben auch wir hatten ab und zu das Vergnügen miteinander, auch, oder wenn es mal kritische Fragen gab von Medienleuten oder so, waren wir auch schon ab und zu im Austausch miteinander. Ja, genau, das ist auch eine Rolle, die ich habe in Zürich. Ich bin der Mediensprecher, genau. Voilà. Also viele verschiedene Hüte und natürlich eben, wenn man schon sieht, du sagst, die Generationen, also der Joel bei dir, Sunday Night, dann all diese diversen Aspekte. Also wir werden jetzt nicht ausreichend Zeit haben, alles anzuschauen. Also unser erster Fokus ist in diesem Gespräch heute diese neue Serie, die ihr lanciert habt. In diesem Jahr, im Sommer, Herbst, jetzt ist das richtig losgegangen mit dem Entdecke Gott. Das kennt man bereits in anderer Form und jetzt ist es aber diese Dreier-Serie mit auch dann Erlebe Gott, Folge Gott, die ihr eben in einer Neuauflage herausgebracht habt. Kannst du ein bisschen uns da mit hineinnehmen, was euer Heartbeat ist? Sehr gerne. Also ich habe eine Riesenfreude, dass wir die Bücher jetzt so griffbereit haben. Eigentlich sind das unsere Jüngerschaftsinhalte, die wir seit Jahren immer wieder weiterentwickelt haben. Wir sind da jetzt einfach dahinter gegangen, haben gesagt, das muss wieder ganz simpel, einfach werden. Viele Leute hatten in den letzten 2 Jahren immer wieder dieselben Fragen gestellt, so im Stil, wie kann ich jetzt meine Freunde zu Jesus führen? Oder du, ich habe da jemanden, der hat Jesus kennengelernt, was mache ich jetzt mit dem? Und wir haben gemerkt, ja, es ist nicht mehr so einfach, sich zu orientieren in unseren Angeboten im ICF. Und da haben wir uns dahinter geklemmt und gesagt, da braucht es jetzt wieder ganz einfache Tools, die für alle logisch sind. Und so haben wir Altes mit Neuem vermischt, die Bücher rausgegeben. Zu jedem Kapitel gibt es ein Video. Also es ist einfach greifbar für jede Person, eigentlich Menschen an die Hand zu nehmen in der Jüngerschaft. Genau. Natürlich heute auch gespickt mit Videolinks, also man kann direkt Videos schauen, auch ob man jetzt zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs wäre oder so. Genau, zu jedem Kapitel gibt es eigentlich so einen QR-Code im Buch drin, führt zu einem Video, der hat eigentlich so inhaltlich ungefähr denselben Inhalt wie das Buch. Das heißt, man schaut ein Video, man kann Notizen nehmen und gemeinsam, also beides zusammen, das inspiriert dann. Man hat Action Steps im Buch, weiterführende Links, wie du gesagt hast. Also es öffnet sich eine Welt zu jedem Thema eigentlich. Und was eben auch sehr bemerkenswert ist, ihr habt wirklich, also wenn man euch ein bisschen kennt, ist es nicht erstaunlich, ihr habt wirklich das geschrieben auch als ein Geschenk eigentlich für Kirchen querbeet in der Schweiz oder in Deutschland natürlich und deutschsprachiger Raum insgesamt. Nicht jetzt spezifisch nur ICF-Kultur und nur das, sonst geht es nicht. Ja.
Ist übrigens die ersten 3 Bücher, die gemeinsam herausgekommen sind. Also es war eine riesige Lieferung bei uns. 3 deutsche und zusätzlich auch in Englisch. Und wir sind dran an weiteren Sprachen. Also ist mal da von dem her eine neue Dimension. Und wie du sagst, haben wir einfach gemerkt, oftmals so die ICF-Themen wie Get Free Weekend und so Themen, das kann man weglassen und ist dann viel relevanter für jede Church, also jede deutschsprachige, englischsprachige Kirche könnte diese Tools verwenden und es ist für uns wie auf dem Herzen gewesen, etwas zu erstellen, das eigentlich für alle eine relevante Hilfe sein kann, Menschen unterwegs mit Gott zu begleiten. Ja, ja. Genau. Und ich habe natürlich auch reingeschaut in die Predigt, wo du das vorgestellt hast, schon einen Moment her. Und wir verlinken übrigens auch dieses Video sehr gerne, wer jetzt noch diese Predigt noch anschauen möchte, eben wie das ganz praktisch gelebt werden kann, Jüngerschaft. Und da hast du jetzt eigentlich mal nicht von der kirchenstrategischen Perspektive das vor allem gezeigt, sondern mehr, wie geht das für jeden Einzelnen? Ja, genau. Ja. Es hat ja mehrere Aspekte, wie man das Jüngerschaft leben kann. Gell? Das ist so vielfältig. Ja. Und diese Tools hier, die kann man auch nutzen, genauso 1:1 zum Beispiel. Ich habe schon mit einem Freund jetzt, bin ich unterwegs. Wir gehen durch ein Kapitel nach dem anderen durch, der schaut das Video, dann sprechen wir darüber und gehen Action Steps. Also es ist einfach, zum Beispiel, man kann Arbeitskollegen fragen, hey, möchtest du Gott entdecken? Man hat ja manchmal so Leute, die offen sind. Das Entdecke Gott zum Beispiel ideal, mit Menschen unterwegs zu sein. Oder man nimmt die Small Group, das ist die bestehende Kleingruppe und hat über 33 Themen schon Programminhalt. Das ist manchmal auch die Frage, die Leute stellen, was mache ich jetzt mit meiner Kleingruppe? Oder kann sehr gute Hilfe sein. Oder man gestaltet Kurse daraus. Wir haben in Zürich im College zu jedem von den Büchern einen Kurs, den wir anbieten. Und gerade wieder kürzlich mit 150 Leuten Entdecke Gott gestartet. Es ist sehr vielfältig, genau. Man kann es auch für sich alleine nutzen. Aber ich sage immer, Jüngerschaft ist eigentlich immer auch, also ich habe Jesus im Blick und ich bin unterwegs mit anderen Menschen. Ja. Und lass es doch uns mal von dieser Seite anschauen. Am Ende, wenn du, auch in deiner Predigt hast du das gebracht, irgendwo fängt es ganz simpel an mit deiner ersten Begegnung oder so einem Anknüpfungspunkt zur Kirche. Du warst damals, du hast diese Engelskala erwähnt, bei -2 eigentlich. Ja. 1998 oder noch ein bisschen früher, ja, 97. Ja. Wo du in Kontakt gekommen bist überhaupt mal mit Christen sozusagen. Ja, genau. Ich bin eigentlich christlich aufgewachsen, aber dann mehrere Jahre nicht mehr zur Kirche gegangen, war in Zürich Student, Sportlehrer, habe das Leben genossen. Und einer meiner Freunde, der mich schon seit Jugend kannte, der hat gesagt, ich habe eine Kirche gesehen, die entsteht gerade neu, komm mal mit, das passt zu dir. So bin ich ins ICF gekommen. Und kam in einen Workshop damals, heute Small Groups, Kleingruppe rein. Und einer, der Andreas Mosimann, noch heute im ICF, hat mich dann an die Hand genommen, mit mir die ersten Schritte gemacht, mich getauft, am 1. November 98. Ja, und so habe ich erlebt, wie Menschen ihr Herz, ihr Leben, ihre Stube für mich geöffnet haben. War dann schnell irgendwo auch bei Leo, Matthias Bösteli damals, in der Small Group unterwegs und habe an mir selber erlebt, wie die Kraft sich entfaltet, wenn Menschen ihr Leben öffnen und ihren Glauben teilen. Und die erste Person bei mir war mein Vater. Also der hat jahrelang jeden Tag mit uns Bibel gelesen, über Alltägliches gebetet. Wir haben das Abendmahl zu Hause genommen. Also die Jüngerschaft habe ich eigentlich sehr prägend von meinem Elternhaus mitgekriegt. Aber dann eben diese Art von Kirche und... Ja, genau. Das war für mich bahnbrechend. Was es als Erwachsener jetzt heißen kann. Ja, ganz genau. Das zu gestalten. Und da ist eben diese hier Trilogie, wenn man so will, genau passend. Also um das noch kurz ein bisschen auszuführen. Die Engelskala kennen vielleicht auch nicht alle, wenn ich das vorhin kurz eingeführt habe. Und das lässt sich, glaube ich, anhand von dieser Engelskala gut zeigen. Ich kann übrigens das Buch jetzt hier mal... So, jetzt ist es vollständig wieder. Kannst dich entlasten. So, genau. Ja, die Engelskala ist spannend. Es war ja ein Missionologe da, der Engel hieß, oder? Das hat nichts mit Engeln zu tun. Der hat eigentlich eine Darstellung gemacht, wie die Entwicklung von Menschen ist auf der Suche oder auf ihrem Weg mit Gott. Vom Suchenden, oder sogar vom Atheisten bei -10 geht man da Schritt für Schritt. Man wird offen, man fragt, gibt es vielleicht doch Gott?
kommt dann irgendwann zum Nullpunkt. Und der Nullpunkt ist die Entscheidung für Jesus, wo man sagt, doch, ich glaube, ich kehre um, ich tue Buße, ich starte ein neues Leben. Und dann im Plusbereich beschreibt er dann eigentlich die Entwicklung, wie man die neue Identität kennenlernt, sich taufen lässt und dann immer mehr zur Reife gelangt. Oder wie das auch Paulus beschreibt, vom Babychristen zur Mutter, zum Vater, der oder die wieder andere an der Hand nehmen. Das ist eigentlich die Engelskala. Und die 3 Bücher lassen sich sehr einfach hier zuordnen, also im Minusbereich, wo Menschen suchend sind, mit den großen Fragen, oder gibt es einen Sinn im Leben? Wer ist denn Jesus? Musste der sterben? Weshalb gibt es so viel Leid, wenn Gott doch ein guter Gott ist? All die Fragen, die sind eigentlich im suchenden Bereich, bei Entdecke Gott, Engelskala Minus, oder? Und dann Erlebe Gott sind so die ersten Schritte im Glaube, wo Menschen sich taufen lassen, Heiligen Geist kennenlernen und ihre Identität in Jesus entdecken. Ja. Gott kommt auf jeden Bereich auf den Thron, oder? Das heißt schon viel auch für viele Menschen, die neu im Glauben sind. Finanzen, Sexualität, all die Themen, da ändert sich ja einiges, oder? Das ist das Erlebe Gott. Und Folge Gott geht dann wirklich in die Richtung, wie kann ich jetzt alles, was Gott mir gegeben hat, in die Waagschale werfen, um Teil dieser Mission zu sein. Also ich werde vom Nachfolger zum Mitgestalter. Ich habe Jesus im Blick. Auch wie kann ich dann meinen Glauben teilen? Viele sind heute nicht mehr so sprachfähig, man ist unsicher geworden. Wie kann ich über Gott sprechen? Und da ist Folge Gott ein super Tool, das den Leuten hilft, das zu trainieren, ganz praktisch, und auch dann wirklich dran zu bleiben, den Weg mit Jesus durchzuziehen bis zum Ende. Genau, das ist so die Engelskala-Aufteilung dieser 3 Bücher. Mhm. Ja, also ich erinnere mich eben auch noch, ich bin ja auch ein ICF-Kind, wenn man so will. Ich bin auch dort in alles eingeführt worden und da hat auch der Pastor damals sich die Zeit genommen, einfach 1 zu 1 die ganzen Themen. Mega wertvoll. Genau. Von daher, das Milchbüchlein war das damals noch, ja, oder? Das Blaue, so hellblau, das Festigen hieß es. Ja. Festigen, genau, ja stimmt. Richtig. Glauben festigen, das wäre jetzt hier das Erlebe Gott-Buch. Also eigentlich inhaltlich, auch wenn man so jetzt von der theologischen Linie her fragen möchte, ist das ICF vor 20 Jahren oder noch etwas mehr ähnlich wie was heute gepredigt wird, oder? Ja, sehr ähnlich. Wir haben viele Inhalte jetzt eigentlich wieder neu aufbereitet, mit neuen Ideen, neuen Geschichten, Illustrationen auch angereichert, sage ich jetzt mal. Aber so der rote Faden ist derselbe geblieben. Wir sind ganz nah an der Bibel, an Jesus. Sagen natürlich alle, wir sind nahe an der Bibel, gell? Aber es ist eine grundbodenständige Theologie, würde ich jetzt sagen, wo wir den Menschen helfen, ihren Fokus auf Jesus zu haben. Es geht ja alles darum. Und da könnte man jetzt natürlich ein bisschen fragen, wenn man andere Kirchen auch sieht, die vom Zeitgeist, sagen wir mal, ziemlich stark geprägt wurden und heute ganz anders predigen als vielleicht vor 10, 20 Jahren, oder? Das trifft bei euch schon weniger zu, oder? Ja, wir werden oft so ein bisschen kritisiert, so, wir haben ein modernes Gewand, sind aber grundkonservativ. Und das hat eigentlich für uns auch eine Komplimentseite, sage ich jetzt mal. Wir sind nicht stolz darauf, dass wir konservativ wären, gar nicht. Aber wenn man jetzt gerade Erlebe Gott anschaut, es ist für uns nach wie vor das Ziel, dass die Bibel uns liest und nicht wir lesen die Bibel und nehmen, was wir wollen, sondern ich glaube, Jüngerschaft, Nachfolge, Jesus im Zentrum zu haben, bedeutet, ich unterordne meine Gefühle, meine Empfindungen, ich unterordne jeden Bereich meines Lebens. Das ist Jüngerschaft, oder? Er ist mein Idol, er ist mein König. Und hier gibt es dann schon halt schmerzhafte Prozesse, aber die sind ja diejenigen, die am Schluss, wenn man zurückschaut, einem so viel Freude machen, dass man Veränderung erlebt hat. Oder? Ich würde sagen, dort sind wir auf der konservativen, eben Jesus-nahen Seite ganz bewusst geblieben. Also in der Sexualität, bei Finanzen, bei diesen Hot Topics, wo wir Menschen einfach immer wieder mit dem Blick auf Jesus motivieren, alles ihm unterzuordnen. Und das natürlich stark auch geprägt, völlig logisch, von Gründerehepaar oder von Leo Bigger vielleicht zuallererst zu nennen. Ich weiß nicht, dass nicht alle, die das hören, haben Freude, wenn ich das sage, aber wenn ich
jemanden sagen müsste, der wirklich ein Apostel der Neuzeit ist, dann würde ich einfach sagen, das ist wahrscheinlich der Leo im deutschsprachigen Raum, oder? Also ich glaube, Leo wird nach wie vor total unterschätzt. Sage ich jetzt als einer, der sehr nahe mit ihm unterwegs ist. Ich glaube, seine Art, wie er leitet, wie er ist, wie er denkt, wie er prägt, das ist revolutionär, glaube ich, oder reformatorisch. Und ich glaube, er wird noch, wir werden als ICF, aber auch Leo mit seiner Berufung, sind wir noch nicht am Ende. Ich glaube, es kommt noch vieles auf uns zu und ich denke schon, jetzt auch die Bücher, steht ja auch sein Name drauf, die Inhalte, so vieles über Jahre geprägt, dass wir gemeinsam geprägt haben, aber das maßgeblich von ihm kommt, ihm und Susanna. Sie prägen die Kirchenlandschaft im deutschsprachigen Raum, ich würde sagen, wie keine andere Person oder kein anderes Ehepaar. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und Sie haben auch, denke ich mir, ein feines Sensorium jetzt auch gezeigt, einmal mehr, wie Sie diesen Sunday Night geändert haben. Also total, da war ich bei euch vor ein paar Jahren mal im Studio und dann haben Sie gesagt, nein, wir merken einfach, jetzt ist die Zeit, das loszulassen. Und absolut, ja. Ja, es war für uns als Team, wir sind ja in den 50ern, oder Leo, Susanna und ich, immer mehr schwierig. Wir haben gemerkt, die junge Generation, die so alt ist, wie wir damals waren, so um die 20, 25, wo ICF gestartet ist so richtig, die kennen wir gar nicht mehr persönlich. Die gehen alle am Freitag zur Kirche und das war damals der 20s, haben wir dem gesagt. Und wenn sie dann so aus den 20ern wachsen, dann kommt bei denen nicht die Frage, gehe ich jetzt Sonntagmorgen oder Sonntagabend, sondern die Frage war plötzlich, gehe ich ins ICF oder wo gibt es noch andere Kirchen? Das war so eine Alarmsituation für uns und wir gemerkt haben, wie eine eigene unabhängige Church. Und wir haben das ja kultiviert und wir haben die Leute nicht gekannt. Das heißt, man kann sie nicht rufen, man hat die Nähe nicht. Und so mussten wir wie etwas gut Funktionierendes, den 20s, eigentlich opfern, um die Nähe wieder zu gestalten. Und es hat viel gekostet. Auch für uns jetzt nochmal neu zu denken, junge Leute den Platz zu geben, aber trotzdem da zu sein. Und heute geht der Sunday Night durch die Decke, oder? Da sind 1500 junge Menschen im Saal jeden Sonntagabend um 19 Uhr. Ja, du hast auch in dieser Message eben das so gebracht, 42% mehr Besucher sind das. Ja. Sunday Night jetzt. Innerhalb von einem Jahr. In einem Jahr ist das so gewachsen. Ich glaube, wir haben ein mutiges Gebet damals gesprochen. Wir haben gesagt, früher war ICF der Ort, da kamen busweise junge Menschen aus der ganzen Schweiz, Deutschland, um auch zu lernen, wie man Kirche gestaltet. Und das haben wir Gott gebeten, dass er uns das nochmal schenkt. Das heißt, wir wollten für uns Relevanz haben, unsere jungen Leute wieder on fire für Jesus sehen, aber gleichzeitig war es auch ein Gebet, dass Menschen, die auch Sonntagmorgen zum Beispiel in einer anderen Kirche engagiert sind, einen Ort haben, wo sie inspiriert werden, wo sie Gott erleben und dann das in ihre Kirche bringen. Und heute begrüße ich fast jeden Sonntag ganze Gruppen von Gläubigen, von Leuten aus anderen Churches, was für uns auch ein mega schöner Nebeneffekt ist. Also Nebeneffekt, ich glaube, es hat eben einen extremen Impact, dass auch der Glaube bei vielen Pastoren wieder aufsteht. Wir können die junge Generation erreichen mit Kirche, oder? Ja. Und früher war das die Musik und es war vieles neu, was wir damals machten und heute sind es andere Elemente, die wir auch noch nicht alle rausgekriegt haben, genau, aber wir investieren viel für Sunday Night, ja. Und eben, das wird vielleicht oft auch ein bisschen unterschätzt, ihr investiert eben auch viel in diese Großzügigkeit, das Verschenken, also hier kommt es auch zum Ausdruck, in dem, was du jetzt gesagt hast. Ja. Aber auch ganze Schulungstage für, und da können einfach Teams, Ministries kommen von diversen Kirchen, oder? Genau. Ja, da gibt es viele Angebote, genau. Also wir haben immer Behind the Scenes Sunday, 2-3 Mal pro Jahr. Kann man sich anmelden, dann kann man sagen, welcher Bereich interessiert mich, da führen wir Leute rum.
Und dann gibt es die Equip-Plattform, diese online, da kann man unsere Designs, unsere Videos und so gratis herunterladen. Und wie du sagst, Schulungen, also Online-Learning-Communities, die sind dann über unser ICF-Network gut erreichbar, aber sehr vieles ist auch kostenlos. Mhm. Ja, also es ist immer wieder faszinierend, da ein bisschen zu sehen, wie ihr einfach unterwegs seid. Und du hast auch gesagt, ihr wollt immer wieder auch klar machen, und das ist hier auch ein Ausdruck, dass am Ende fängt es klein an und sich die Hände schmutzig machen und wir sind in einem Family-Business, hast du gesagt, auch so, obwohl es eigentlich eine Größe angenommen hat, oder eine fast unüberschaubare Family irgendwo durch, aber genau. Trotzdem das zu behalten, oder? Ja. Auch bei Jüngerschaftsthemen eben zuerst wieder. Unbedingt. Ja. Wir sind ja Teil einer riesigen Family, oder? Gott hat das ja nie für klein angelegt. Wenn man denkt, wie viele Millionen und ja mittlerweile Milliarden weltweit Jesus nachfolgen, das ist eine große Geschichte, die Gott hier schreibt, und sie ist aber immer ganz persönlich, und dass diese sowohl klein als auch groß, finde ich eine Spannung, die man einfach aushalten muss. Und ja, eben für mich persönlich heißt es, ich bin selber mal Jünger, oder ich folge Jesus nach. Da gibt es schon einiges zu tun, oder immer wieder. Und ich bete regelmäßig, dass Gott mir ganz konkret Menschen ins Leben gibt, wo ich eben persönlich einen Beitrag leisten kann. Beginnt bei meiner Frau, bei meinen Teenagers, oder was nicht einfach ist. Oder dann aus dem Umfeld, wo ich Gott bitte und dann auch Schönes erlebe, oder, dass Menschen zum Glauben kommen. Zum Beispiel der Fußballcoach war so eine Story, oder? Ja, genau. Wenn ich da noch kurz es war vor ein paar Jahren, hatte ich wirklich so eine Frustphase. Ich habe niemanden mehr zu Jesus führen können. Und dann hatte ich einfach den Eindruck, ich soll früher und auch nach dem Training meiner Jungs beim Fußballplatz bleiben. Und irgendwann hat der Coach mich gefragt, ob ich nicht mal ein Training mit ihm gestalte. Und als ich dann da stand, hat er mir eigentlich gestanden, ich brauche dich gar nicht fürs Training. Ich habe dich gegoogelt und gesehen, dass du Pastor bist. Ich habe Fragen ans Leben. Und so kam das, dass wir ein Bier getrunken haben. Und er hat mir Dinge bekannt aus seinem Leben, die er niemandem sagen konnte. Und am selben Abend hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und wir sind bis heute unterwegs. Das war eine so schöne Geschichte, die auch ein bisschen ausschlaggebend war wieder für diese Bücher, weil ich bin ja geübt, vielleicht jetzt mehr als andere, was mache ich jetzt mit einer frisch bekehrten Person? Aber also punkto Sprachfähigkeit und so weiter. Sprachfähigkeit, wie kann ich dem jetzt helfen, die Bibel zu lesen? Wie lernt er jetzt beten? Oder wie, genau. All die Fragen, oder wenn die Fragen kommen, wie werde ich jetzt frei von Themen, oder? Und das war für mich so auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, lass uns das nochmal neu schreiben und simpel aufsetzen, damit jetzt so Menschen wirklich einen Weg mit Gott gehen können. Ja, also am Ende geht es immer wieder um auch diese persönliche Leidenschaft, oder? Bin ich selbst auch bereit, ein bisschen so einen Abend hinzugeben, was auch immer, auch ein bisschen Finanzen oder was es ist, oder? Genau. Es kostet einen Preis, um zu sagen, hey, ich lade Menschen ein, Jesus nachzufolgen, oder? Also das ist schon ein mega Herzenswunsch von mir, dass diese Bücher genau das bewegen. Also nebst dem Großen, wie du es gesagt hast, wo man Kurse macht, auch im Kleinen, dass wir mutig werden, oder? Dass es soll wie ein Equipment sein, so eine Ausrüstung, wo die Leute Vertrauen aufbauen können und sagen, doch, ich weiß, wie ich es machen kann, und dann bereit sind, wirklich für Leute zu beten, mit ihren Schritte zu gehen. Das macht einen mega Unterschied. Ich glaube, wenn jede Person sich befähigt fühlt, die jetzt Christ ist, eine Person pro Jahr irgendwie an die Hand zu nehmen und dann zum Beispiel so 3 Büchlein durchzugehen, dann geschieht Multiplikation, oder? Das ist eigentlich ein riesiger Herzenswunsch von mir, dass das geschieht. Yes. Da haben wir auch unsere Church herausgefordert. Jede Person betet für eine Person in diesem Jahr. Ja, schön. Wenn wir jetzt so ein bisschen dort gelandet sind, oder wieder zurück beim Hauptthema unseres Talks, aber auch bei diesen Herzensanliegen von dir auch ganz persönlich, oder wahrscheinlich ist dir das nah auch bei dem, was auch Leo und Susanna beschäftigt. Wo würdest du sagen, über all die Jahre, oder was käme da zuerst dir gleich in den Sinn, wo du wirklich denkst, da werden wir eigentlich immer noch ein bisschen missverstanden, weil LiveNet ist ja auch ein bisschen so das Brückenbauer-Portal, oder? Und mir ist das immer ein Anliegen, auch ein bisschen was aufzuklären, aufzuräumen vielleicht manchmal. Was wäre das für dich?
Wir als ICF, denkst du jetzt? Ja. So? Ich glaube, wir sind zu Beginn, so vor 20 Jahren, so als Rebellen bezeichnet worden und wir haben auch Rebellisches gehabt. Ich glaube, das ist so, aber haben wir abgelegt. Es war aber notwendig, denke ich, um gewisse Strukturen oder auch gewisse etablierte Art zu durchsprengen, was es bedeutet, Kirche zu bauen. Und für die einen, das begegnet mir heute immer noch, ja, ihr seid halt die Rebellen vom ICF, oder? Merke ich, das war eigentlich vielleicht am Anfang so, aber heute gar nicht. Es ist unser Herz, das durch das, was wir tun, wirklich nicht nur ICF, sondern wirklich das Reich Gottes gesegnet ist. Das ist mal so ein Missverständnis, das immer wieder kommt. Von den Medien kommt ja die Jugendkirche, sind wir schon lange nicht mehr, oder? Wir sind eine gereifte Kirche, wir müssen auch so unsere grauen Tücher immer wieder ablegen. Aber ich denke schon, ich glaube, in der Kirchenlandschaft sind wir noch nicht so reif, dass wir tatsächlich von Herzen suchen, was ist die göttliche DNA dieser Bewegung, dieser Kirche. Und ich denke, dort sind wir als Schweizer schlecht darin, wenn jemand den Kopf zu hoch raushält, das zu feiern, oder? Wir haben gerne den Roger Federer, den sind wir uns alle einig, der ist Weltklasse, oder? Weil der ist sehr bescheiden, bodenständig. Und ich glaube, wir werden oft so ein bisschen missverstanden, wenn wir ein bisschen lauter sind, vielleicht frecher sind. Das tun wir nicht, um andere zu provozieren, die auf unserer Seite stehen, sondern ich glaube, wir tun das ganz bewusst, um in der Welt was anzustoßen. Ich sage, Kirche kann auch anders sein. Und da, glaube ich, ist schon ein gewisses Missverständnis immer noch so in der christlichen Landschaft manchmal da. Aber ja, wir haben gelernt, mit dem umzugehen. Wir sind nicht zimperlich, wir sind auch nicht verletzt oder bitter deswegen, überhaupt nicht. Ich glaube, es lohnt sich wirklich zu feiern, was Gott tut. Und das ist bei uns eine Kultur, die wir zum Teil nicht so erleben jetzt. Und da wünschen wir uns schon, dass wir als Christen wirklich feiern, was Großartiges geschieht, oder? Und davon lernen. Ja, also bin ich voll bei dir. Also wenn ich höre, was jetzt eben bei euch Sunday Night abgeht, also ich weiß nicht, das kann eigentlich mich nicht kalt lassen oder da kann ich mich doch einfach nur mitfreuen. Also, ja, genau. Genau, absolut. Ja, und das erleben wir ja, wie ich gesagt habe. Also es kommen ja auch busweise Leute, die lernen, das ist schon so. Und das andere ist nicht mehr so relevant. Wir haben ja Jesus First Camp gegründet, vor 2 Jahren jetzt schon, kommt dann schon die 3. Version, wo wir genau das wieder multiplizieren wollen. Ich glaube, wir haben Jesus First gemacht, weil wir glauben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Camps, wo Leute aus allen Kirchen kommen und sich inspirieren, oder ein Jesus First ist für uns deshalb entstanden, weil wir sagen, wir wünschen uns eigentlich, dass Leute lernen, Kirche zu bauen. Also es ist von der Kirche für die Kirche. Und diese DNA im Movement, das prägen wir zuerst mal im Movement, aber Jesus First über Weihnachten, Neujahr, das ist ein Ort, wo die jungen Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kommen und lernen, wie sie ihre Talente entdecken und eine Bewegung starten können in ihrer Church. Also eben solche Dinge werden zum Teil dann missverstanden, oder wo man sagt, ja, jetzt macht ihr Konkurrenz. Und das ist gar nie das Thema. Das ist entstanden aus unserem Sunday Night, wo Menschen kommen, lernen. Wir merken einfach, es braucht unbedingt, dass wir als Kirche zeigen, hey, Kirche ist die Art, wie Gott sein Reich baut, und das begeistert, es macht Freude. Und wenn das zusammenkommt, ein Event mit Kirche und Follow-up, dann bilden wir wirklich Leute aus. Das ist so eine Leidenschaft, die wir haben. Genau. Und was einfach auch beeindruckend ist, also da kommt was Neues, eben jetzt dieses Jesus First zum Beispiel, aber dann habt ihr auch Dinge, die ihr einfach treu macht seit Jahren. Es kommen immer wieder Musicals, dieses oder evangelistische, was natürlich auch von Leo her stark kommt, das ist seine wahrscheinlich erste Berufung vielleicht sogar, als Evangelist auf die Bühne zu gehen. Das wäre ja sein Wunsch gewesen, nur als reisender Evangelist, ja keine Kirche leiten. Ja. Das ist ja das kam ein bisschen anders. Es kam sehr anders, jetzt hat er 80 Kirchen an der Backe, gell? Ja. Und es kommen noch mehr. Ja, also die Big Events, die Ostern, Weihnachten, die ziehen wir durch. Ist aber immer wieder eine große Diskussion, wie viel Aufwand stecken wir rein, was ist zu viel, was ist gerade richtig. Wir haben einiges gekürzt in den letzten Jahren wieder und haben gemerkt, ja, kürzen ist nicht immer schlecht. Also
kleiner ist manchmal doch noch effizienter, also es ist immer eine Reise. Oder Weihnachten hatten wir sehr moderne Interpretationen, wo Leute nicht verstanden haben, was wir überhaupt hier spielen. Sind wir wieder viel näher an der Weihnachtsgeschichte, also wirklich Weihnachten neu erleben. Und Ostern, das wird auch wieder eine neue Wendung kriegen, dass wir die Ostergeschichte erzählen wollen. Also auch da, wir sind konstant in vielen Themen, aber immer dran, das wieder neu zu interpretieren. Ja, genau. Und um jetzt auch wieder rüber zu schwenken, einfach auf dieses Entdecke Gott und auch die nachfolgenden, hast du auch in dieser Predigt diesen Satz gebracht, ja, am Ende ist die Frage, was soll ich mit diesem Jesus machen, oder? Ja. Also, ja. Und einfach das immer wieder gesellschaftsrelevant sozusagen neu zu bringen, das finde ich ist so auch ein innerer Antrieb wahrscheinlich bei euch. Ja, mega. Das ist einer unserer 6 Werte ist Relevanz. Und ich glaube, dort in einer Hand hat man, das hat ja Luther geprägt, in der einen Hand die Bibel, in der anderen die Zeitung. Und das heißt, wir sind verwurzelt im Wort Gottes, das Jahrtausende auf dem Buckel hat und gleichzeitig auch verwurzelt in unserer Zeit, da wo wir jetzt leben. Und diese Brücke zu schlagen, ist für uns die Relevanz. Oder? Wie wird heute relevant, was das Wort Gottes sagt? Und das ist ein ständiges Ringen. Wir haben die Theologie, bei uns ist ja eine Theologie der Spannungsfelder. Man merkt, man kann nicht Dinge einfach nageln, die nicht so klar sind, also muss man mit Spannungsfeldern leben. Und diese Relevanz ist für uns ein Ort, wo wir immer hinschauen und sagen, ist es noch relevant? Sind wir zeitgemäß? Oder? Das sind so das ein Stimmt. Thema. Wir hatten mal einen Talk, das war dann der Joel aus der Innerschweiz, oder? Macht er das immer noch? Ich weiß gar nicht, ob er noch zuständig trägt diesen Hut im Movement. Ja, aber wir können den Link auch noch platzieren. Ja. Haben wir mal über diese Spannungsfelder uns unterhalten. Genau, ja. Fand ich extrem wertvoll auch. Ja, genau. Ja. Da ist vieles was da zusammenkommt und natürlich deine Wochen total spannend und abenteuerlich macht, immer wieder. Ja, es ist schon ein Geschenk, engagiert zu sein in etwas Göttlichem, das über Jahre sich entwickelt und nie gleich geblieben ist. Also das ist für mich der Grund, dass ich noch da bin. Ich habe gerne Neues, neue Herausforderungen und die Leidenschaft fürs Reich Gottes ist immer noch da. Aber es ist so schön, wenn Dinge sich verändern und man immer wieder neu herausgefordert ist. Ja. Sehr cool. Danke vielmals, Michi, danke für dein Herz und einfach, dass du das geteilt hast hier jetzt mal im LiveNet-Talk. Ja, sehr gerne. Und richte gerne ganz liebe Grüße aus, dann auch im Staff und besonders auch Susanne und Leo. Ja, vielen Dank. Den weiteren. Dankeschön. Danke, Flo. Weiter so. Ja. Ja, also einige Dinge, die wir jetzt verlinken werden, habe ich schon angesprochen während dem Gespräch oder Michi hat es irgendwo gestreift. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Kann ich sehr ans Herz legen und eben besonders natürlich nochmals der Hinweis auf diese 3 Bücher. Es ist nicht irgendeine Vorbedingung, dass man sich zum ICF-Movement dazuzählt, wie wir das ja jetzt auch erläutert haben, sondern wenn ihr vielleicht ansteht in einer Begleitung von einer Person und denkt, hey, das würde mir doch helfen, da hätte ich eine Struktur und könnte systematisch die Themen mal anschauen, dann probiert es doch aus und ja, ihr werdet wahrscheinlich auch erleben und ich freue mich schon, wenn bei mir jetzt dann die Gelegenheit mal kommt, irgendein Nachbar, ich bete auch dafür, dass diese Person bald da in mein Leben tritt und einfach ich das direkt anwenden kann. Danke für euer Interesse und bis bald. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.